Wir sind jetzt auf YouTube, also benehmt euch, Chat. Ich habe das Video heute Morgen gesehen, als ich ein bisschen durch YouTube gestöbert habe. Durch YouTube gestöbert habe. Ein Tag in der kältesten Stadt der Welt. Und weil ja jetzt der Winter kommt und die Schweiz natürlich ganz ein kaltes Land ist, habe ich gedacht, wir müssen uns das reinziehen, weil es ist natürlich auch wichtig, dass wir den Winter überleben. Weil es wäre ja schade, wenn wir alle einfach eingefrieren. Minus 37,8 Grad. Das ist extrem kalt. Das ist die Körpertemperatur, die ich bekomme, wenn ich ein Maelo-Video schaue. Genauer gesagt war das die kälteste Temperatur, die jemals in Deutschland gemessen wurde. Stell dir mal vor, die Leute würden in die Schweiz kommen, im Winter einfach mit Badehose. Wir haben ein bisschen Ferien gemacht in der Sonne. Was hierzulande ein Kälterekord war, ist für die Bewohner der Gemeinde Oymyakon im Osten Russlands sogar noch ein angenehmer Tag. Am kältesten Ort der Welt wurden... Bro. Stell dir mal vor, es ist einfach angenehm, minus 37 Grad. Was mich mal wundern, haben so Leute ein anderes Kälteverhältnis? Also, wird es denn für die in der Schweiz wirklich warm? Haben die denn warm, wenn die in der Schweiz so ein bisschen viben? Offiziell nämlich schon Temperaturen Fisch einfach wie Holz. Von bis zu minus 67,8 Grad Celsius gemessen. Iced out. Ist es dort? Offiziell sogar minus 71,2 Grad. Nirgendwo sonst auf der Erde leben Menschen unter solch unvorstellbaren Minusgraden. In diesem Doch, der Justin, bei dem ist auch alles iced out. Video erfahrt ihr daher, wie der Alltag für die Bewohner in Oymyakon aussieht und mit welchen Tricks sie den Extremtemperaturen trotzen. Deshalb legen wir direkt los, hier Okay. bei Wissenswert. Bevor wir aber einen Blick in den Ich schaue das Video eigentlich nur an, dass ich dann im Winter das Gefühl habe, dass es in der Schweiz gar nicht so kalt ist. Nur drum. Der Boss wieder. Alltag der Bewohner werfen, starten wir erst einmal mit ein paar Fakten zu Oymyakon und seiner Geschichte. Erstmal ein paar Fakten. Oymyakon ist ein 1931 gegründetes Dorf im nordöstlichen Teil des asiatischen Kann ich in dein Dorf kommen? Ja, komm. Russlands. Entstanden ist der Ort eigentlich nur, weil die russische Regierung damals einen Militärflughafen in der Gegend benötigte für Zwischenlandungen. Die Bauarbeiter und Angestellten des Flughafens siedelten sich um den Flugplatz an und Aber du sieht jetzt nicht so kalt aus. so entstand schließlich Oymyakon. Der Ort befindet sich wortwörtlich im Nirgendwo. Er liegt so abgelegen, dass man tatsächlich eine zweitägige Autofahrt von der Hauptstadt der Republik Jakutien auf sich nehmen muss, um überhaupt in das Dorf zu gelangen. Digga. Stell dir mal vor, du hast so Bock auf eine Tiefkühlpizza. Kannst du einfach nicht holen. Andererseits kommt das Coronavirus einfach nicht da hin. Das ist auch geil. Typischen Wintertemperaturen von Wenn du dort eine Maske an hast, die friert doch einfach instant so hart ein, dass die auch dann auseinanderbröckelt oder so. zwischen minus 51 Grad und minus 41 Grad Celsius ist der Ort eigentlich gar nicht bewohnbar. Doch die Menschen Aber die Russen machen es möglich. Und vor allem Wodka. haben sich in den letzten Aber rein in die Masse, Digga. 90 Jahren Rein in den Schnee. an viele extreme Umstände angepasst. Wie die 462 Einwohner von Oymyakon so ihren Tag dort verbringen, zeigen wir euch jetzt. Schon am frühen Morgen ist es in Oymyakon um die Winterszeit extrem kalt, was viele Ich habe gedacht, morgen ist jetzt irgendwie nur so 10 Grad warm. normale Morgenaktivitäten So im Nirgendwo, wie Maelo seine Zuschauer. +1. +1. deutlich schwieriger macht. Es ist so kalt, dass draußen der Speichel an den Lippen gefriert und wie kleine Nadeln in die Haut sticht. Auch Angenehm. die Wimpern frieren sofort ein. Brillenträger müssen hierbei besonders aufpassen, Okay, das ist wichtig für mich, weil ich gehe dort nur mit Sonnenbrille an. denn durch die niedrige Temperatur können Brillen einfach am Gesicht festfrieren. Schon nach Yo! Stell dir mal vor, ich kann meine Sonnenbrille nicht mehr abziehen. wenigen Minuten im Freien kann man sich leicht Erfrierungen am Körper zuziehen. Um die Temperaturen überhaupt aushalten zu können, besteht der erste Tagespunkt der Einwohner deshalb darin, sich richtig einzukleiden. Dafür tragen sie üblicherweise mehrere Schichten Kleidung mit Unterwäsche, einem dicken Pullover und schweren Fellmänteln um den Körper. Ihr Gesicht bedecken sie dann mit einer Mütze, einem Schal und einem dicken Tuch vor dem Mund sowie einer riesigen Pelzkapuze. Die haben schon immer Maske angehabt.
Vorbildlich. Anstatt dass die Bewohner dann anschließend ihren morgendlichen Toilettengang bequem drinnen verrichten können, müssen die meisten Menschen ihr Haus hierzu tatsächlich schon vor dem Frühstück verlassen, weil Also jetzt mal angenommen, du willst ja das Mann dein Geschäft machen. Ist es denn so der Effekt, wenn man ein Wieneli in die Tiefkühltruhe rein tut? es bei dem ständig gefrorenen Boden nämlich nicht möglich ist, Abwasserrohre zu verlegen, müssen die Bewohner in den Garten auf ein Plumpsklo gehen. Ansonsten verlassen die Menschen ihre Häuser auch nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Sie laufen dann schnell Auf Quarantäne angelehnt. zu dem Ort, an den sie müssen, und halten sich dabei ihre Handschuhe vor den Mund. Natürlich fahren die Einwohner von Oymyakon lieber mit dem Auto, als zu Fuß gehen zu müssen, aber auch hierbei müssen sie aufpassen. Die Motoren der Autos müssen draußen nämlich permanent laufen, weil sie sonst einfrieren würden. Aber wie macht man das denn über die Nacht? Zu Hause werden die PKWs deshalb auch in beheizten Garagen geparkt. Klimawandel steht dort auf jeden Fall an erster Stelle, wie man merkt. Damit der Automotor nicht auch nachts laufen muss. Doch nicht nur Aber was ist, wenn der Generator, der die Wärme erzeugt, einfriert? Dann musst du das Auto auf den Ofen legen. Automotoren frieren bei diesen Minusgraden ein. Sogar kochendes Wasser gefriert noch in der Luft, wenn man es bei diesen Temperaturen Paradies für alle TikToker. Let's go. ausschüttet. Nach einem nahrhaften Frühstück, das aus schwarzem Tee, frittiertem Gebäck oder Fisch Aber ich meine, ist ja geil, wenn du willst Slush-Papi machen, hast du es einfach in so 2 Minuten. Eiern und warmem Brei besteht, gehen die Bewohner dann ihren täglichen Aktivitäten nach. Übrigens wird sämtliches Trinkwasser, also auch das Wasser für den Tee, in Oymyakon durch das Schmelzen von Eisblöcken aus dem Fluss gewonnen. Für die Das ist schon ein bisschen belastend. Wenn du auch mal willst, das Wasser sippen, musst du auch erstmal ein bisschen Eis melden. Kinder im Ist auch nicht mehr iced out. Dorf steht nach dem Frühstück dann der Weg Der ist ja warm, der Generator. Aber was ist, wenn der Generator kaputt geht und nicht mehr warm ist? Dann ist er nicht mehr warm. Was ist, wenn er nicht mehr warm ist? zur Schule an. Jeden Morgen checken ihre Mütter aber erst einmal das Thermometer. Ab -4 Wie kalt ist es heute? -50 oder -60? Ah, scheiß drauf, spielt eh keinen Unterschied. 50 Grad haben die Kinder nämlich kältefrei. Wenn es wärmer ist, Einfach kein Land. Omniacum. Kältefrei, Digga. holt ein Bus die etwa 50 Kinder des Dorfes ab und fährt sie zur Schule. Der einzige Busfahrer, Gregori, hat seinen Bus extra speziell präpariert und Ich bin schon seit 50 Jahren in Omniacum und ich bringe die Kinder zur Schule. Tag prüfen, damit dieser zuverlässig fährt. Weil die Kinder natürlich erst noch zu Fuß zum Bus kommen und auf ihn warten müssen, werden sie von ihren Müttern warm eingepackt. Sie tragen 4 Kleidungsschichten, darüber 2 Jacken und dazu noch einen Schal, 2 Paar Handschuhe und eine Pelzmütze. Weißt du, mein Pizzalieferant, der schafft es nicht einmal, die Pizza warm einzupacken. Wenn der Pizza liefert, der schafft es nicht. Aber die schaffen es dort, ihre 2-jährigen Kinder, die noch nicht mehr laufen können, warm einzupacken. Was ist da los? Da sind echt die Prioritäten wieder falsch gesetzt. Trotz all dieser Kleidung wird ihnen innerhalb von wenigen Minuten ziemlich kalt draußen. Um etwa 8:30 Uhr morgens geht dann die Schule los. Bevor der Unterricht aber beginnt, toben die Kinder erst noch im Schulgebäude herum, um sich erst einmal aufzuwärmen. Nach dem Ist das in Omniacum, das Schulhaus? Unterricht, der sich an sich nicht sonderlich von dem Unterricht unterscheidet, wie wir ihn hier kennen, geht es dann um etwa 14 Uhr wieder nach Hause für die Kinder und sie drängen sofort in den warmen Bus. Immer. Jeden Tag drängeln sie. Während die Kinder also tagsüber Aber nicht mehr seit Corona. in der Schule sind, steht für die Erwachsenen harte Arbeit an. Die meisten Bewohner sind heutzutage vor allem beim mit Kohle betriebenen Wasserheizwerk tätig, arbeiten als Holzfäller, Jäger oder betreiben Viehzucht. Da es aber immer weniger klassische Arbeitgeber gibt und auch der Militärflughafen inzwischen geschlossen wurde, sind viele Menschen Alter, man, what the fuck, das Dorf einfach. Wo ist das Alphütli? Corona gefriert direkt.
die haben jetzt safe kein Corona. In Oymyakon, anders als im Rest von Russland, klassische Ich glaube, wenn es minus 60 Grad ist, hast du definitiv andere Probleme als Corona. Selbsterzeuger und haben deshalb keine Supermärkte oder Shopping-Malls. Auch wenn manche Einwohner noch klassische Jobs haben, beispielsweise als Lehrer oder Arzt und so drinnen im Aber mir nimmt es wirklich mal Wunder, wie sind so Menschen in so einem Dorf, wo so ab ist von der Welt. Das ist doch so... Ich meine, jetzt die Lehrerinnen, die machen das wahrscheinlich schon hure lang. Ist auch alles veraltet mega. Oder kennen die McDonalds? Also gut, das sind jetzt nicht wichtige Probleme von der Welt, aber es nimmt mir auch Wunder. Warmen arbeiten können, müssen die meisten Einwohner Oymyakons raus in die Kälte, um ihrer Arbeit nachzugehen. Holzarbeiter und Jäger beispielsweise müssen den gesamten Tag in der Kälte verbringen und haben immer wieder mit Problemen zu kämpfen. So gefrieren ihnen etwa mehrmals am Tag ihre Werkzeuge ein, die dann extra in einem Zelt immer wieder aufgewärmt werden müssen. Oha, einfach ein Zelt, um die Werkzeuge wieder aufwärmen. Digga. Das größte Problem der Arbeiter draußen ist allerdings Und die Kühe denken sich so, minus 60 Grad, alles easy, Digga. der Tag im Winter. Wie kann eine Kuh Milch rausbringen, wenn es so kalt ist, wenn das Wasser schon eingefriert? Extrem kurz ist. Es wird nämlich nur für 3 Stunden wirklich hell und in den restlichen 21 Stunden des Tages ist die Sonne nicht am Himmel. Diese lange Nacht, auch Ah ja, stimmt. Du hast recht, die essen nur McFlurries. Habe ich gar nicht dran gedacht. genannt, sorgt dafür, dass die Einwohner generell kaum rausgehen im Winter. Viele bleiben den ganzen Tag Und die Jäger, die jagen drinnen. daheim und gucken viel Fernsehen oder hören Radio. Weißt du, das ist auch so ein Ding. Die sind eben nichts aussen, aber Fernsehen, das wollen wir. Dies ist in dem abgelegenen Dorf nämlich auch die einzige Möglichkeit mitzubekommen, was im Rest der Welt so passiert. Abends essen die Familien Die schauen so Videos vom Strand in den Bahamas. Und die in den Bahamas schauen Videos von den Bergen mit Schnee. einmal gemeinsam. Gemüse kommt dabei übrigens äußerst selten auf den Tisch, weil aufgrund des Permafrostbodens nichts angebaut werden kann. Am liebsten essen die Bewohner kaltes Essen, wie gefrorenen Ja, wenn's schon kalt ist, Digga, dann essen wir auch gar kalt. rohen Fisch, der klein geraspelt wird, oder Gefrorenen, rohen Fisch, der klein geraspelt wird. Okay. gefrorene rohe Pferdeleber, weil dies Gefrorene, rohe Pferdeleber. Snacks, Bro. Snacks wieder. aber eher Luxusgerichte sind, wird im Alltag meistens Suppe mit Fleisch gegessen. Wie ein Dorfbewohner in einem Interview erklärte, ist Fleisch ein absolutes Muss, da es für die Menschen in Oymyakon die einzige Energiequelle ist. Nach dem Essen wird dann meistens noch etwas ferngesehen, bevor die Einwohner schlafen gehen und am nächsten Morgen ihren anstrengenden Kampf gegen die Kälte wieder aufnehmen. Dass die extremen Temperaturen und die lange Dunkelheit kombiniert mit harter Arbeit und viel Wodka nicht gut für die Gesundheit Und kombiniert mit viel Wodka nicht Gutes. sein können, beweist Die Jäger jagen safe McNuggets. Jetzt ist alles klar. Ja. übrigens auch die Lebenserwartung in Die haben nicht getrocknete Bananen, die haben gefrorene Bananen. dem Ort. Diese liegt nämlich in Oymyakon bei nur lediglich 55 Jahren. Wenn ein Mensch dort verstirbt, muss erst ein Feuer gemacht werden, um den gefrorenen Boden aufzutauen. Anschließend kann gegraben werden und zum weiteren Stimmt, Digga. Das sind so ganz andere Probleme, wo wir gar nicht dran denken. Auftauen ist dann wieder ein Feuer nötig. So Wie baut man da das Haus? Wie tust du dort Schrauben ins Holz rein, wenn das Holz ja eh so gefroren ist, dass es gerade auseinanderbricht? wird es Mit dem Bieli graben, mit der Axt graben, mache ich auch immer. mehrere Tage, um in Oymyakon ein Loch zu graben, das tief genug für eine Beerdigung ist. Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte ist Oymyakon übrigens immer weiter geschrumpft und von den ehemaligen 2500 Einwohnern 2500? Das ist dreimal so viel wie mein Dorf hat. Ich hätte jetzt gedacht, da wohnen so 300 Leute oder so. sind mittlerweile nur noch 462 Okay, nichts gesagt. übrig. Das war's nun auch schon mit einem Tag in der kältesten Gemeinde der Welt. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, dort mal einen Urlaub zu verbringen. Ja, klar, ich packe direkt die Badehose ein. Also der Justin, dem wird es gefallen, weil das ist alles iced out, no stylist. My art